Herr König, ihr wisst genau, von was ich rede. Machen wir es kurz. Wir wissen Bescheid. Ihr werdet erpresst. Woher? Wir wissen auch, dass ihr euch nicht an die Polizei wenden wollt. Das ist natürlich eure Sache. Ich mahne euch noch eins dran. Ich bin nicht mehr bei der Polizei. Und glaubt mir, ich habe schon mehr Erpresser hinter Gitter gebracht, als dass ihr es vorstellen könnt. Der Herr König hat Clara in die Augen geschaut und ist in seinem Stuhl zusammengesackt. Ja, meine Firma wird wirklich erpresst. Und zwar mit Briefen, die direkt an mich adressiert sind. Ich habe das am Anfang gar nicht ernst genommen. Die Briefe sind wie im Krimi aus so ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben zusammengestellt worden. Ich habe gemeint, der Spinner würde schon aufhören, wenn ich einfach nicht reagiere. Aber dann die Drohung. Er vergiftet alle Hamster der Stadt. Dann ist also alles so eingetroffen, wie es der Erpresser hat angedroht hatte. Genau so. Das ist mir unerklärlich. Ich habe ja sämtliche Hamsterfutterpackungen ständig überprüfen lassen. Und ich bin mir sicher, dass das Futter noch in Ordnung war, was unsere Firma verlassen hat. Das ist allerdings merkwürdig. Habt ihr irgendeinen Verdacht, wer hinter diesen Brief könnte stecken? Keine Ahnung. Ich weiss nur, dass es die Person ernst meint. Heute ist gerade nochmal ein neuer Brief gekommen. Wenn ich bis morgen Mittag nicht zahle, sind die Hunde und die Katzen an der Reihe. Bis morgen will der 5 Millionen Franken. So viel habe ich doch gar nicht. Und wenn rauskommt, dass ich erpresst worden bin, kann ich meinen Laden sowieso gerade zutun. Das mit den Hamsterdrops ist schon schlimm genug. Die kauft jetzt doch sowieso kein Mensch mehr. Wir müssen los, Herr König. Und wenn euch noch etwas in den Sinn kommt oder der Erpresser sich meldet, läutet mir an. Tag und Nacht. Und den neuesten Erpresserbrief würden wir auch gerne mitnehmen. Ich hätte auch noch eine Frage an Sie, Herr König. Warum wollen Sie nicht zu der Polizei gehen? Du bist aber wirklich eine hartnäckige Detektivin. Vor einem Jahr hatte ich einmal ziemlich Puff mit den Behörden. Die sind ziemlich pingelig mit der Sauberkeit. Völlig überflüssig, meiner Meinung nach. Wir machen da ja keine Leberwürste, sondern Tierfutter. Aber trotzdem, die Aufsichtsbehörde hat mir gedroht, wenn bei mir noch einmal die kleinste Schlamperei vorkomme, muss ich saftige Geldstrafen zahlen. Aha. Wie wollen Sie denn jetzt eigentlich den Erpresser finden? Mit Geduld und Schleue und natürlich mit meinen Assistentinnen. Wieder in der Schule, Charlie hat gerade ihr Pausenbrot gegessen, ist der Tim zu laufen. Hoi Charlie, der Freund von meiner Mutter hat seine Ferien verlängert. Ist das nicht noch verdächtiger?